Im Jahre 1502 erreichte Christopher Columbus als erster Europäer die Küsten Costa Ricas. Er erkundete das Land aber nur teilweise. Trotzdem übersandte er positive Nachrichten über große Goldfunde und die Freundlichkeit der Einheimischen nach Spanien. Kolumbus benannte das Gebiet Costa Rica y Castillo de Oro, zu Deutsch reiche Küste und goldene Burg. Eine Wunschvorstellung. Das Land ist arm an mineralischen Rohstoffen. Der Reichtum von Costa Rica besteht bis heute in seinen unvergleichlichen Naturlandschaften. In seinen paradiesischen Stränden, urtümlichen Wäldern und geheimnisvollen Gebirgen, die eine außergewöhnliche Fülle an Tier- und Pflanzenarten beherbergen. Am südlichen Ende der mittelamerikanischen Landbrücke liegt, zwischen Nicaragua und Panama, das kleine Land Costa Rica. Ab dem Jahre 1560 wurde Costa Rica systematisch kolonialisiert und die ersten Siedlungen der Spanier entstanden im zentralen Hochland. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts war etwa San José ein unbedeutendes Dorf mit wenigen Häusern und einer Kirche. Heute leben in der Hauptstadt rund 350.000 Menschen. Der Lebensstandard ist hoch. Zu Recht nennt man Costa Rica heute die Schweiz Mittelamerikas. Neben der Landwirtschaft und der wachsenden Hightech-Industrie ist vor allem der Tourismus die tragende Säule der kostarikanischen Wirtschaft. Jedes Jahr kommen über 1 Million Touristen hierher, um die exotischen Landschaften und die vielfältige Lebenswelt zu entdecken. Eines der bekanntesten Gebiete Costa Ricas befindet sich ganz im Norden des Landes, der Nationalpark Tortuguero. Tropische Strände sind heute die Markenzeichen wirtschaftlich erfolgreicher Urlaubsländer. Durch gefährlichen Wellengang und starke Strömungen ist der naturbelassene Sandstrand in Tortuguero zum Baden aber ungeeignet. Über 30 Kilometer weit zieht er sich nach Süden. Kokosnüsse und exotische Pflanzen sind die Pioniere an der Uferlinie. Eine Gruppe von Regenbrachvögeln sucht nach Kleintieren und Würmern im seichten Wasser. Hinter dem Strand erstreckt sich eine ausgedehnte Sumpf- und Waldlandschaft. Der Tieflandregenwald in Tortuguero ist der letzte Überrest des immerfeuchten atlantischen Regenwaldes, der einst die gesamte karibische Küste bedeckte. 19.000 Hektar Lagunen und Wälder sind heute als Nationalpark Tortuguero geschützt. Herkömmliche Straßen gibt es keine. Das einzige Fortbewegungsmittel ist hier das Boot. In der Lagunenstadt leben rund 500 Einwohner. Der Ort ist bei Touristen sehr beliebt. Seine Regenausrüstung sollte man aber jedenfalls dabei haben, denn hier gibt es keine ausgeprägte Trockenphase, sondern es regnet fast jeden Tag. Dabei werden auch große Vasen von Wasserpflanzen den Rio Tortuguero abwärts ins Meer geschwemmt. Erst am nächsten Morgen ist eine Fahrt in die Wasserwelt der Lagunen möglich. Die Raffia-Palmen tragen bis zu 10 Meter lange Blätter. Sie sind damit die längsten in der gesamten Pflanzenwelt.
Die Kanäle und Wasserläufe von Tortuguero sind Lebensraum für eine außergewöhnliche Vielfalt an Vogelarten. Ein Zwergsultanshuhn, das Weibchen dieses scheuen Rallenvogels. Auf den Ästen am Ufer sonnt sich ein Schlangenhalsvogel. Mit seinem langen, spitzen Schnabel fängt er Fische, Schlangen und junge Kaimane, die er tauchend erbeutet. Unmittelbar daneben balzt ein mexikanischer Tigerreiher, eine der eindrucksvollsten Vögel von Tortuguero. Neben dem Hauptfluss befinden sich kleine Wasserläufe, über die man ins Innere des Wasserwaldes eindringen kann. Vom Boot aus hat man einen hervorragenden Blick auf die farbenprächtige Pflanzenwelt. Die Fahrt führt tiefer ins Innere des Nationalparks. Hier gelingen weitere Tierbeobachtungen. Brillenkaimane sind gut an das Wasserleben angepasst. Diese bis zu 2 Meter langen Alligatorenverwandten können stundenlang in Lauerstellung verharren, betreiben aktive Brutpflege und können angeblich bis zu 100 Jahre alt werden. Aus nächster Nähe können einige der farbenprächtigsten Vögel beobachtet werden. Kolibris, Tukane, Papageien wie die Rotstirn-Amazone. Die Wälder von Tortuguero stehen fast das ganze Jahr über unter Wasser. Nur an wenigen Stellen kann man das Boot verlassen und an Land gehen, um die perfekt angepasste Lebenswelt zu beobachten. Eine Seidenspinne sitzt im Zentrum ihres nahezu 1 Quadratmeter großen Netzes. Daneben eine Anolis-Echse. Wenn sie regungslos verharrt, ist sie am Baumstamm fast nicht zu entdecken. Die grüne Schlammknatter hat einen Frosch gefangen und bringt diesen in Sicherheit. Nur 150 Kilometer Luftlinie von Tortuguero entfernt liegt der Nationalpark Santa Rosa. Hier befindet sich eine für Costa Rica bedeutende historische Stätte. Die Finca La Casona war mehrfach Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen. Am bekanntesten ist die Schlacht der Bürgerarmeen von Costa Rica und Nicaragua gegen die Truppen des nordamerikanischen Abenteurers William Walker, der große Teile von Zentralamerika erobern und versklaven wollte. Am 20. März 1856 verschanzte sich der Freibeuter Walker mit seinen Truppen in den Gebäuden dieser Ranch. Der anschließende Kampf dauerte zwar nur 20 Minuten, dennoch markiert er praktisch die Geburtsstunde des eigenständigen Costa Rica. Es war auch diese landeskulturelle Bedeutung, die schließlich zur Einrichtung des ersten kostarikanischen Nationalparks im Jahre 1971 führte. Der tropische Trockenwald ist, verglichen mit den Regenwäldern, relativ artenarm und beherbergt eine weit geringere Zahl an Baumarten.
Bis zur Ankunft der Spanier im 16. Jahrhundert erstreckte sich ein breiter Gürtel dieser Trockenwälder von Panama bis Mexiko. Doch die Siedler haben große Teile der Wälder abgebrannt, um Farmland zu gewinnen. Heute ist der tropische Trockenwald daher weit gefährdeter als der Regenwald. Anders als in Tortuguero fällt in Santa Rosa zwischen November und März praktisch kein Tropfen Regen. Daher werfen die meisten Bäume ihre Blätter ab und schützen sich vor der Austrocknung. Das ermöglicht die freie Sicht auf das Leben in den Bäumen. Mit etwas Glück kann man alle 3 hier vorkommenden Affenarten beobachten. Anders als alle anderen Affenarten der Welt haben die Neuweltaffen von Mittel- und Südamerika einen langen, frei beweglichen Greifschwanz entwickelt, den sie beim Klettern geschickt einsetzen. Der absolute Star unter den Baumakrobaten ist der Klammeraffe. Er kann 1,5 Meter groß werden und ist durch seine extrem verlängerten Gliedmaßen leicht von den anderen zu unterscheiden. Leider sind die Bestände dieses ehemals am weitesten verbreiteten Affen in Mittelamerika durch Lebensraumverlust stark zurückgegangen. Nahe dem Nationalparkzentrum hat sich eine Familie von Brüllaffen in etwa 20 Metern Höhe eingefunden. Auch wenn diese Blätter- und Früchtefresser nicht speziell aggressiv sind, klingen sie durchaus so. Der Ruf des Männchens ist explosionsartig und soll das lauteste aller Tiergeräusche sein. Der Weißkopf-Kapuzineraffe ist hingegen ein Allesfresser, der sowohl pflanzliche als auch tierische Nahrung zu sich nimmt. Forscher haben nachgewiesen, dass Kapuzineraffen neben Insekten, Würmern und anderen Kleintieren auch Jungvögel und sogar Nasen- und Ameisenbären fressen. Diese Gruppe ist Menschen gegenüber misstrauisch. Schnell sucht sie das weiter. In der Bucht der Playa Naranja liegt eine kleine Ranger-Station des Nationalparks. In seiner Abstellkammer lebt eine Kolonie der seltenen Glattnasen-Freischwanzfledermaus. Bei der Ankunft herrscht brütende Hitze. Die meisten Tiere ruhen daher im Schatten. Der Schopf-Caracara sucht sich einen neuen Ansitz. Schwarze Leguane und die Tauben wissen, dass von Besuchern hier keine Gefahr droht und lassen sich daher nicht stören. Die strandnahen Wälder sind beinahe menschenleer. Bei Temperaturen über 35 Grad im Schatten und ausgetrockneten Bachläufen bleiben die Touristen vor allem am Strand. Die Tierwelt ist somit großteils ungestört und verliert ihre Scheu vor dem Menschen. Dieser Brillenkauz verdankt seinen Namen den weißen Federringen um seine Augen. Im Gegensatz zu anderen Eulenvögeln Costa Ricas jagt er nicht im Flug, sondern packt seine Beute am Boden, nachdem er sie von seinem Ansitz aus erspäht hat. Der Nationalpark Santa Rosa umfasst 50.000 Hektar Küste, Wälder und Savannen. Als Teil eines Schutzgebietssystems wurde er 1999 zum Weltkulturerbe erklärt und ist heute eines der wichtigsten Schutzgebiete der mittelamerikanischen Landbrücke. Insgesamt sind in Costa Rica rund 20% der Landesfläche geschützt. Im Jahre 1970 begann die Regierung mit systematischen Unterschutzstellungen, die weltweit großes Aufsehen erregten. Unter den 186 entstandenen Schutzgebieten sind 32 Nationalparks, die Perlen im Naturschatz Costa Ricas. Durch den Schutz der tropischen Naturgebiete bewahrt das Land zugleich die Grundlage für seinen Naturtourismus, die wichtigste Einnahmequelle des Landes. Bis heute zählt das Land durch diese Verknüpfung von Naturschutz und sanfter Naturnutzung zu den internationalen Vorzeigeprojekten einer nachhaltigen Entwicklung.
Am Rio Tempisque liegt auch ein Nationalpark von internationalem Format, der Nationalpark Palo Verde. Seine große ökologische Vielfalt verdankt das Gebiet in erster Linie den Überschwemmungen des Flusses. Zwischen September und März überwintern hier Tausende von Zugvögeln aus Nordamerika und bilden die größten Vogelansammlungen in Zentralamerika. Jetzt tummeln sich hier Zehntausende von Enten, Störchen, Reihern und Ibissen. In der Trockenzeit zeigen die Schwemmländer dagegen ein völlig anderes Gesicht. An den wenigen Wasserstellen ruhen, bei über 30 Grad brütender Mittagshitze, Weidetiere. Aktiv sind jetzt nur wenige Vogelarten wie die Gelbstirn-Blatthühnchen. Die Stirnblatte stand Pate bei der Namensgebung dieses Vogels, der vor allem in Sumpfland und an ruhigen Flussufern vorkommt. Zwischen den Wasser- und Sumpfpflanzen stochern sie nach Essbaren. Im Umfeld der Rinder versammeln sich sogenannte Dohlengrakeln und Riefenschnabellanis. Sie begleiten die Rinder, in deren Umgebung sie stets Insekten und andere Kleintiere finden. Auf der Suche nach sicheren Neststandorten ist dem Trupial was Besonderes eingefallen. Seine freihängende Konstruktion bleibt für die allermeisten Räuber unerreichbar. An das ausgedehnte Marschland schließen sich felsdurchsetzte Trockenwälder an. In den Bäumen am Waldrand kann man mehrere Tierarten beobachten. Am auffälligsten verhält sich eine Gruppe Weißkopf-Kapuzineraffen, die durch die Baumkronen turnen. Besonders behende erweisen sich auch die Hörnchen. Diese Art ist regional unterschiedlich gefärbt. Hier im Norden Costa Ricas sind sie schwarz-weiß, im Süden dagegen rot-braun gefärbt. Ein Tamandua, ein Ameisenbär, sucht die Bäume nach Ameisennestern ab. Er wirkt unbeholfen, aber mit seinen starken Beinen und dem Greifschwanz erklimmt er die allerhöchsten Bäume. Um schnell wieder nach unten zu kommen, benutzt er einfach den Stamm als Rutschbahn. Ameisenbären ernähren sich fast ausschließlich von Ameisen und deren Nestern, die sie mit ihren starken Krallen öffnen. Mit ihrer langen, klebrigen Zunge sammeln sie die Insekten ein. Allerdings sind sie gegen die lästigen Ameisenbisse nicht immun oder schmerzunempfindlich, sodass sie niemals länger als 1 bis 2 Minuten bei einem Ameisennest verweilen können. Dann heißt es hinüber auf den nächsten Baum, um sich vor den Plagegeistern in Sicherheit zu bringen. Der Nationalpark-Ranger erzählt von einer nahen Jaguarhöhle. Vor 2 Wochen hatten er und amerikanische Forscher die Raubkatze beim Verlassen der Höhle beobachtet. Bei der Kontrolle der betreffenden Höhle kann man bereits aus 50 Meter Entfernung die Raubkatze riechen. Hier sind Abdrücke der riesigen Tatzen zu erkennen. Auch Kratzspuren finden sich am Eingang. Aufgeregt berichtet der Ranger,
dass es bei der Beobachtung vor 2 Wochen fast zum Zwischenfall gekommen ist, da der Jaguar zur Attacke auf die Forscher ansetzte, aber durch heftiges Rufen und Drohgebärden mit der Machete schließlich gestoppt werden konnte. Der Jaguar ist das größte Raubtier Mittel- und Südamerikas. Mit dem Leopard eng verwandt, hat sich auch hier im Nationalpark Palo Verde eine Population dieser gewaltigen Raubkatze gehalten. Jaguare sind typische Waldjäger, die sich von großen Beutetieren wie Hirschen, Wildschweinen und sogar Krokodilen ernähren. Die Beutegreifer sind heute vor allem durch Konflikte mit Farmern und den immer fortschreitenden Abholzungen der Wälder auch in Costa Rica stark vom Aussterben bedroht. Über 5 Stunden warten wir vor dem Höhleneingang. Ein Weißwedelhirsch stapft vorbei. Ein Ozelot streicht durch das Geäst, aber der König der Wälder zeigt sich nicht. Nächste Station sind die Küsten und Strände an der Pazifikküste Richtung Süden. Während einer Flussfahrt am Rio Tarcoles regnet es. Das ist der Lebensraum von eindrucksvollen Großvögeln, braunem Pelikan, Fregattvogel, rosa Löffler, Reiher und Mangrovenadler. Am Rio Tarcoles gibt es aber eine besondere Attraktion: Krokodile. Die Fütterung der Echsen gehört zum fixen Rundfahrtsplan. Obwohl dieses über 4 Meter lange Exemplar dem Bootsführer vor 6 Monaten um ein Haar das Leben gekostet hätte, gilt weiterhin: The show must go on. Ein typischer Lebensraum der pazifischen Küste sind die Mangrovenwälder. Diese Pionierpflanzen wachsen am Übergang zwischen Land und Meer. Die täglichen Wasserstandsschwankungen und der Wellenschlag des Meeres können ihnen nichts anhaben. Ihre Stelzwurzeln stabilisieren den Boden und unterbinden weitere Erosionen. Durch die anschließende Bodenbildung schiebt sich so das Land Meter um Meter weiter ins Meer hinaus. Neben den Mangrovenbäumen halten es hier nur wenige Pflanzenarten aus, wie diese Orchidee. Das dichte Wurzelwerk eignet sich hervorragend als Kinderstube für Jungfische, Rochen und Babyhaie, ein idealer Lebensraum für Fischer. Krabben durchkämmen diesen eigenwilligen Wald nach angespülten Kleintieren, während Fregattvögel und Pelikane sich die größeren Happen holen. Auch die einheimischen Ticos, wie sich die Costa Ricaner selbst nennen, bedienen sich an den Meeresfrüchten. Im Mündungsbereich des Rio Esquinas hat sich ein größerer Schwarm Sardinen eingefunden. Das lockt verschiedene Fische an: Pelikane, Seeschwalben, Möwen und Delfine. Die Bucht der Playa Uvita mit seinen Sandstränden ist auch bei den Ticos beliebt. Im tropischen Meer und den Flussmündungen genießen sie den Badespaß. Und im Sonnenuntergang, zu den Klängen der Ranchitos, ergeben sich einzigartige Motive für den Naturfilmer.
Über Geschichte, Kultur und Lebensweise der Ureinwohner Costa Ricas vor der Ankunft der Spanier ist wenig bekannt. Es gibt nur wenige archäologische Ausgrabungsstätten und das Wissen über die präkolumbianische Zeit ist rudimentär. Jedenfalls hatten diese beiden über 1400 Jahre alten Eichen während der spanischen Eroberungen bereits eine ansehnliche Größe. Sie stehen heute noch, während die Welt der hier lebenden Indianer, die über viele tausende Jahre gewachsen war, innerhalb weniger Jahrzehnte zerstört wurde. Heute gehören die Indigenen zur ärmsten Bevölkerungsgruppe des Landes. Durch die Vermittlung von Vilma, einer kostarikanischen Kollegin, wurde ein Besuch bei den Ureinwohnern Costa Ricas, dem Stamm der Terama, möglich. Es ist eines von 24 Reservaten, das den Völkern Costa Ricas per Gesetz zuerkannt wurde. Die Terama haben sich gut organisiert. In einer Art Verein können sie ihr Leben weitgehend nach ihren Vorstellungen leben. Besuchern präsentieren sie gerne ihre künstlerisch gestalteten Figuren, Musikinstrumente und Masken. Materialien und Farben stammen dabei aus der Natur. Den indigenen Völkern Costa Ricas wird auch heute noch vielfach wenig Verständnis für ihre Lebensweise und Werte entgegengebracht. Beispiel ist das geplante Staudammprojekt am Rio Teraba, dem größten Fluss in Costa Rica. Das soll der größte Stausee in ganz Mittelamerika werden und ein Gebiet von 25.000 Hektar aufstauen. Von dem See werden Siedlungsbereiche Indigener des Stammes der Brunca betroffen, aber auch Bauern sowie Teile unseres Dorfes. Doch die Teraba wehren sich. Wir haben uns mit Gewerkschaften und Umweltschützern verbündet und machen Eingaben und Anzeigen, um unsere Rechte zu verteidigen. Kraft schöpfen sie aus ihrem tief in der Natur verwurzelten Glauben und der Überzeugung, dass auch ihre Ahnen an ihrer Seite kämpfen. Das geschieht über Energie und über Botschaften, mit denen die Einstellung der Nicht-Indios verändert wird. Und durch spirituelle Arbeit, die ihr nicht versteht. Costa Rica ist auch ein Land der Berge. Von den 3 Gebirgsketten ist die zentrale, die Cordillera Talamanca, die größte und erstreckt sich bis nach Panama. Auf der pazifischen Bergseite liegt in rund 1400 Meter Seehöhe eine kleine Siedlung, die Reserva Turica. Eine Handvoll Häuser, Ställe und Gartenanlagen schmiegen sich an die Bergflanke. Hier liegt die Heimat von Vilma. Gemeinsam mit anderen Idealisten lebt diese Community ihren ganz besonderen Lebenstraum. Dieser Traum ist eng mit einer der umstrittensten Kapitel der kostarikanischen Politik verbunden. Mit der großflächigen Vernichtung der Regenwälder. Going back in time, in the 40s, in the 50s in Costa Rica, in den 40er, 50er Jahren startete die Regierung ein Programm, um Land auch außerhalb der Städte urbar zu machen. Die Regierung verlangte dabei von den Siedlern lediglich, sich anzusiedeln und den Wald zu beseitigen. Das heißt, den Wald zu schlägern oder niederzubrennen, vor allem um Viehweiden zu errichten. Das Programm der Regierung hatte Erfolg. Bis in eine Seehöhe von rund 2000 Meter sind die Berghänge heute praktisch waldfrei. Das war auch hier in Durica der Fall. Vor 40 Jahren kamen 3 Männer hierher und schlägerten rund 100 Hektar in der Umgebung.
Die Farmer gaben aber bald auf und verkauften das Land. Als wir schließlich in Durica sesshaft wurden, war es ein leerer, ein toter Platz, aber auch ein perfekter Platz, um unsere Visionen umzusetzen. Eugenio und die Menschen der Reserva Durica sind Selbstversorger. Alles, was sie brauchen, Milch, Gemüse und Kaffee, produzieren sie nach ökologischen Kriterien. Die Reserva Durica hat darüber hinaus aber noch ein anderes ehrgeiziges Projekt. Die Urwälder sollen wiederhergestellt werden. Es war ein sehr ambitioniertes Ziel und wir mussten bei Null anfangen. Es gab keinerlei Informationen über unser Vorhaben, wie man hier Bäume anpflanzt. Vor 15 Jahren setzten wir die ersten Bäume. Bis heute sind es mehr als 1 Million geworden. Die Wiederbewaldungsinitiative hat aus Weideland wieder tropischen Wald geschaffen. Ein beachtlicher Teil der Tier- und Pflanzenwelt, die bereits verschwunden war, ist nach Durica zurückgekehrt. Was wir hier tun, ist wirklich etwas Gutes. Diese Arbeit erfüllt dich und macht dich glücklich. Trotz der intensiven landwirtschaftlichen Erschließungen sind vor allem höher gelegene Regionen des Talamanca-Gebirges von menschlichen Eingriffen bisher verschont geblieben. Mehrere tausend Quadratkilometer Urwälder bilden das größte, unversehrte Waldgebiet Mittelamerikas. Der Wald ist als Nationalpark La Amistad geschützt. Hermann, der Gründer der Reserva Durica, ist ein intimer Kenner dieses Waldes. Für mich sind die Wälder des Nationalparks La Amistad die außergewöhnlichsten überhaupt. Ich war auch schon im Amazonas und in vielen anderen Regionen, aber nichts kann sich mit diesem Wald vergleichen. La Amistad ist ein unverändertes Ökosystem, eine Wildnis, in der noch alle Arten vertreten sind. Zum Beispiel ist es leicht, dort Jaguare zu sehen. Einfach deshalb, weil sie keine Menschen kennen und dir folgen. Ich bin auch Affen begegnet, die mit Stöcken auf mich losgingen. Hermann war schon mehrere Male für längere Zeit im Talamanca-Gebirge. Der Wald ist praktisch unerschlossen. Es gibt keine Wege oder Pfade, die tiefer in das Waldgebiet führen. Um die Geheimnisse des Waldes zu erkunden, wird eine mehrtägige Exkursion in den Bergen durchgeführt. Mehrere Stunden dauert der Aufstieg auf dem Bergrücken auf über 3000 Meter. Hier erstreckt sich ein geheimnisvoller Nebelwald. Die Bäume sind uralt und von Extremen geprägt. Baumstämme, Äste, Zweige sind vollkommen mit Moos, Farnen und anderen Pflanzen bewachsen. Jeder noch so kleine Raum wird hier besiedelt. Fremdartige Blüten und Gewächse säumen den Weg. Um einen Blick auf die Wälder zu erhalten, muss man die Bäume besteigen. Der Regenwald trägt hier seinen Namen zurecht. 300 Tage im Jahr regnet es und der Wind treibt Nebelschwaden über die Kämme. Kurz hat man gute Sicht, doch in Sekundenschnelle kann hier das Wetter umschlagen. Dann wird es dunkel und kalt. Über das Talamanca-Gebirge gibt es interessante Geschichten. Zum Beispiel erzählt man, dass tief in den Wäldern Steinpyramiden und ausgedehnte gepflasterte Straßen existieren.
Und dass sich dort eine Schamanenschule befindet, wo die Indios die Kunst des Heilens lernten. Es wird auch erzählt, dass es dort Männer gibt, die sich Usegras nennen, die mehr als 1000 Jahre alt werden können und welche die Indios unterrichten. Sie sollen weiße Haut und blaue Augen haben. Es kann nicht jeder in dieses Gebiet vordringen. Es ist so, dass der Wald per Gesetz streng geschützt ist und die Indios kommen in diesen Park und haben hier ihren Lebensbereich, ihr Umfeld. Man weiß nur sehr wenig darüber. Aus wissenschaftlicher Sicht ist über das Gebiet noch viel zu wenig bekannt. Detaillierte Untersuchungen über die Bergnebelwälder der Cordillera Talamanca sind nicht vorhanden. Aber Wissenschaftler der UNO schätzen, dass dieser Nationalpark das an Tier- und Pflanzenartenreichste Naturschutzgebiet der Erde ist. Rund 4% aller Arten unserer Erde kommen in diesen Wäldern vor. Die Wildnis und Abgeschiedenheit des Nationalparks La Amistad ist bislang der beste Schutz für die außergewöhnliche Artenvielfalt dieser Bergregion und seine sagenumwobenen Legenden. Golfito. Bis vor wenigen Jahrzehnten war die Hafenstadt im Südosten von Costa Rica eine bedeutende Handelszentrale. Seit die United Fruit Company den Ort aber verlassen hat, ist sie vor allem für die heimischen Fischer und Touristen von Bedeutung. Von hier aus führt eine Straße nach Norden. Nach einer Stunde erreicht man den Ort La Gamba. Das Tal wurde erst in den 1960er Jahren urbar gemacht. Hinter den Weiden und Bananenplantagen des Talbodens erhebt sich der bislang unberührte Esquinas, Tieflandregenwald. Heute ist der Wald als Nationalpark Piedras Blancas geschützt. Das war nicht immer so. Buchstäblich in letzter Sekunde wurde die Zerstörung des Regenwaldes verhindert. Zu verdanken ist das einem Österreicher. Der Wiener Musikprofessor Michael Schnitzler erinnert sich daran, wie alles vor rund 20 Jahren begonnen hat. Ich habe mir 1989 in Costa Rica ein kleines Häuschen am Meer am Rande vom Regenwald gekauft und habe mich in das Land verliebt und bin vor allem total begeistert gewesen von der Natur und von diesen umliegenden Regenwäldern, von der Artenvielfalt, von den Tieren, von den Pflanzen, von allem, was man dort sieht. Und da habe ich beschlossen, da muss man irgendwas tun, bevor der gerodet wird, bevor der einfach weg ist, muss man irgendetwas tun. Und da bin ich auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen, um diese Grundstücke zu kaufen, mit dem Zweck, sie dann in den Nationalpark einzugliedern. Obwohl das Gebiet bereits zum damaligen Zeitpunkt als Nationalpark vorgesehen war, blieb sein Schicksal vorerst ungewiss.
Dieses Gebiet war in Besitz schon seit Generationen von ungefähr 140 Kleinbauern, die zum Teil eine Holzschlägerungsgenehmigung hatten. Und sie durften den Wald abholzen, solange das Land ihnen gehört hat, auch wenn das innerhalb eines designierten Nationalparks war. Das heißt, es war am Anfang vor allem ein Rennen gegen die Zeit. Werden sie zuerst schlägern oder können wir zuerst das Grundstück kaufen? Heute freilich, nach vielen Jahren intensiver Naturschutzarbeit, ist dieses Rennen zugunsten des Naturschutzes entschieden. Der Piedras Blancas Nationalpark, also der sogenannte Regenwald der Österreicher, ist insgesamt ungefähr 140 Quadratkilometer groß. Davon wurden bis jetzt schon mehr als die Hälfte, ungefähr 70%, wurden bereits schon freigekauft, fast 11.000 Hektar. Und davon wieder ungefähr 3.800 Hektar von den Österreichern, also mit österreichischen Spenden. Diese spektakuläre Aktion hat auch international großes Aufsehen erregt. Tausende Österreicher haben sich damals an der Freikaufaktion beteiligt. Vom Schutz des Waldes hat aber nicht nur der Wald profitiert. Durch den Nationalpark und den Verein Regenwald der Österreicher sind auch Investitionen und Arbeitsplätze in der Region entstanden. Mit den finanziellen Mitteln der österreichischen Regierung wurde die Esquinas Rainforest Lodge gebaut, die heute etwa 25 Familien aus La Gamba Arbeit gibt. Am unmittelbaren Rande des Urwalds gelegen, ist die Lodge ein beliebter Ausgangspunkt für Naturliebhaber, Forscher und Touristen. Dabei braucht man nicht tief in den Wald eindringen, um die Tier- und Pflanzenwelt zu erkunden. Manche Tierarten leben hier mit dem Menschen buchstäblich unter einem Dach. Hinter der Bar lebt eine Kolonie Fledermäuse. Sie gehört praktisch schon zum Inventar der Lodge. Die Gartenanlage ist wie ein Fenster in den Regenwald. Hier kann man einen Blick ins Innere wagen und das exotische Flair genießen. Wer morgens früh aufsteht, kann hier den Kolibris beim Frühstück zuschauen. Wir haben letztes Jahr das Gebiet als nicht mehr gefährdet eingestuft. Das heißt, es werden erstens einmal keine Schlägerungsgenehmigungen mehr erteilt. Zweitens wurden bereits 70% schon gekauft. Die sind wirklich eingegliedert worden in den Nationalpark. Und die verbliebenen 30% sind zum Teil in ausländischem Besitz. Die zerstören den Wald nicht. Das sind Privatleute, die dort gerne wohnen und den Wald selbst schützen. Aber auch diese Grundstücke sind nicht gefährdet. Ein wesentlicher Eckpfeiler des österreichischen Engagements im Nationalpark Piedras Blancas ist der Betrieb einer Forschungsstation. Werner Huber ist einer der beiden Koordinatoren der Tropenstation La Gamba. Gemeinsam mit Kollegen hat er hier die einzige österreichische Forschungsstation in den Tropen aufgebaut. Tropische Lebensräume gehören zu den vielfältigsten Landschaften der Erde. Die Arbeitsfelder für Forscher sind daher nahezu unbegrenzt. Werner Huber und sein Team haben sich intensiv mit der Vegetation beschäftigt und bereits 2 international beachtete Standardwerke geschrieben. Dazu wurden Tausende von Blumen, Blüten und Blättern gesammelt. In eigenen Anlagen der Station hat man viele seltene Arten angepflanzt und eingehend untersucht. Manchmal waren auch Überraschungen dabei. Wir haben einige solche Pflanzen bisher entdeckt, die nur in diesem Gebiet vorkommen und die der Wissenschaft neu ist. Ist ein langer Prozess, eigentlich ein völlig unspektakulärer Prozess, denn irgendwann einmal nach Jahren stellt man dann fest, diese Pflanze hat noch keinen wissenschaftlichen Namen. Das Gebiet wird auch vogelkundlich erforscht. Dabei konnten rund 320 Arten festgestellt werden. Leicht zu beobachten sind die verschiedenen Kleinvogelarten in auffälligen Farben oder Spechte, die sogar in der Tropenstation vorkommen. Daneben gibt es einige perfekt getarnte Waldvögel,
wie diese Ameisendrossel. Sie stochert in der Laubstreu nach Nahrung. Der Baumsteiger ist ein geschickter Kletterer, der sich mit seinen starken Zehen und seinem Schwanz mühelos an der Baumrinde hocharbeitet. Auch für die Herpetologen stellen die Lebensräume des Eskinas eine wahre Fundgrube dar. Die Wissenschaftler der Station erstellten einen Führer mit genauen Beschreibungen von 50 Amphibien und 90 Reptilienarten im Eskinas Regenwald. Eine der häufigsten Schlangenarten ist die hochgiftige Lanzenotter, die bis zu 2 Meter lang werden kann. Der Goldbaumsteiger, ein Pfeilgiftfrosch, ist durch seine Färbung optimal an die Umgebung angepasst. Die Drüsen in seiner Haut enthalten ein lebensgefährliches Nervengift, das auch Menschen töten kann. In den stark verkrauteten Tümpeln und Weihern lebt die Schnappschildkröte. Meist halten sie sich versteckt im Morast und zwischen den Wasserpflanzen und lauern auf Beute. Dieses Tier unternimmt einen Landspaziergang, um in sein Jagdgebiet in den nahegelegenen Weiher zu wechseln. Wer Säugetiere erforschen will, der muss mit verschiedenen Methoden arbeiten, weil die meisten Vertreter dieser Tiergruppe scheu und nachtaktiv sind. Ein Netz von Spurenfallen wurde im Wald angelegt und mit Obst beködert. Bei der Kontrolle kann man anhand der Trittsiegel erkennen, wer in der letzten Nacht vorbeikam. Das war ein Waschbär. Doch Victor entdeckt auch den Abdruck einer Raubkatze. Die Forscher stellen eine große Lebendfalle. Wir Menschen, wir sind ja eher wissensorientierte Lebewesen. Wir schützen gerne Sachen, die wir auch kennen. Das heißt, wir möchten auch gerne wissen, was wir dort schützen und warum wir das schützen. Und das ist also ein Aspekt, warum natürlich wir Wissenschaftler einen großen Beitrag auch leisten, dass Schutzgebiete installiert werden und Gebiete wie diese auch erhalten werden. In ihrer Arbeit werden die Forscher von Einheimischen unterstützt. Ein Beispiel dafür ist Victor. So wie andere Männer der Gegend war er noch vor wenigen Jahren als Wilder durch die Wälder gestreift. Heute kommt ihm seine Kenntnis der Gegend auf andere Weise zugute. Er arbeitet als Führer und wissenschaftlicher Assistent in der Tropenstation von La Gamba. Bei uns in der Tropenstation La Gamba arbeiten bis zu 10 Einheimische aus dem Ort La Gamba. Man kann natürlich jetzt plakativ sagen, vom Wald, vom Jäger und vom Waldarbeiter zum Umweltschützer, zum Waldführer und Waldpfleger. Auch die Unterwasserwelt Costa Ricas ist für die österreichischen Wissenschaftler von großem Interesse. Also in den letzten 2 Jahren haben wir uns jetzt eigentlich limnologisch sehr intensiv mit dieser Gegend befasst und haben uns 9 verschiedene Zuflüsse des Rio Esquinas unter anderem angeschaut bezüglich abiotischen und biotischen Faktoren. Wir haben damals 27 Fischarten gefunden, aber das kann nach oben hin offen sein. Ja, wenn man zum Beispiel mit einer Taucherbrille ausgestattet ist, dann kann man sich in einen der Pools legen und die Unterwasserwelt verwandelt sich dann quasi wie in kleine Aquarien.
der Nacht zieht das Säugetierteam los, um die Fledermausarten der Region zu erforschen. Am Morgen werden die gefangenen Arten untersucht. Rund 50 verschiedene Arten leben hier, darunter die nektartrinkende Blütenfledermaus, aber auch die Vampire, die sich ausschließlich von Wirbeltierblut ernähren. Am Morgen wird die Lebendfalle kontrolliert. Ein Ocelot wurde gefangen. Diese Raubkatze ernährt sich vor allem von kleinen Säugetieren, wie Beutelratten, aber auch Vögeln, Amphibien und Reptilien. Natürlich wird das Tier nach den wissenschaftlichen Untersuchungen wieder in die Freiheit entlassen. Die Säugetierfauna des Nationalparks Piedras Blancas und seine unmittelbare Umgebung sind sehr artenreich. In den Wäldern leben etwa die Meerschweinchenverwandten Agutis und Agutipaca. Diese Nagetiere durchstreifen den Waldboden nach Fressbarem und sind unter anderem wichtige Nahrung für die größeren Raubtiere wie Puma und Jaguar, die hier ebenfalls vorkommen. Eine besondere Rarität der Gegend ist das Totenkopfäffchen. Am besten können die Tiere in einem kleinen Bachtal, dem Rio Chorro, beobachtet werden. Hoch in den Baumkronen bewegen sich diese kleinen Akrobaten sicher und schnell. Einige der Weibchen tragen Jungtiere. Ein gutes Zeichen, denn die Art ist in Costa Rica nicht weit verbreitet. Alle Daten über die Tier- und Pflanzenwelt des Nationalparks werden in der Station gesammelt und ausgewertet. Sie bieten das notwendige Fundament für das Verständnis des Regenwaldes und sind die Basis für einen dauerhaften Schutz. Dank der Arbeit des Vereins Regenwald der Österreicher und der Tropenstation La Gamba blieb der Esquinas-Wald bislang erhalten. Und das hat niemand am Anfang geglaubt, dass das möglich sein wird. Und vor allem erfüllt es mich mit sehr viel Glück und Stolz, dass dieses Gebiet jetzt wirklich gerettet ist. Es würde jetzt ganz anders ausschauen dort, wenn wir nicht vor fast 20 Jahren angefangen hätten. Costa Rica, die reiche Küste, macht mit seinen vielfältigen Lebensräumen, geheimnisvollen Urwäldern, romantischen Küsten und einer weltweit bedeutenden Fülle an Tier- und Pflanzenarten diesem Namen alle Ehre. Viele tropische Paradiese des Landes sind heute unter strengem Naturschutz und stellen die Basis für eine sanfte Nutzung der Natur dar. Die 32 Nationalparks und Initiativen wie der Regenwald der Österreicher zeigen, dass die Verbindung von nachhaltiger Landesentwicklung und dem Bewahren von Naturschätzen möglich ist. Wiederbewaldungsprojekte arbeiten an der Wiedergutmachung von kurzsichtig zerstörter Natur und lassen ein Stück Urwald wiederkehren. Viele Perlen Costa Ricas sind aber auch weiterhin bedroht. Die geplanten Staudämme am Rio Teraba zeigen, dass das Ringen um die kostarikanischen Lebensräume nicht beendet ist. Costa Rica ist das artenreichste Land der Erde. Seine Naturlandschaften sind seine größten Schätze. Sie sind nicht nur Lebensraum von Jaguar und Kolibri, sondern auch Urheimat indigener Völker. Bewahren wir deshalb die Naturschätze von Costa Rica, dem Land der Vielfalt.